Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kameradinnen und Kameraden, den aktuellen CSV-Fraktionschef an Bankenlobbyist Lucien Thiel hat am Hirst 2008, also Matzen an der Finanzkrise, zu einem Moment, an dem noch nicht gewusst wäre, ob nicht das ganze System kollabieren gäbe, die heute eine Metapher fand, für die politische Guideline von den nächsten Monaten und Jahren zu beschreiben. Hier so sinngemäß: Wenn ihr merkt, dass den zu sehr mit dem Auto an den Keier fährt, ist es falsch, wenn ihr bremst. Am Gegenteil. Es muss ihr just kurz den Fuß vom Gas holen und dann an der Keier frisch akzelerieren. Apparemment hat Lucien Thiel das nicht als ein Führerscheinsexamen gesagt, weil sonst hätte er seinen Führerschein wahrscheinlich nie gekriegt. Es muss ihn aber so, dass seine Metapher ziemlich genau die desaströse Politik beschreibt, mit der die europäischen Regierungen und auch die Lützeburger auf die Krise reagiert haben. Nur einer kurzen Atempause von keynesianischer Politik, also einer Politik, die hohe öffentliche Investitionen bedeutet, geht es darum, die neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik akzeleriert, die zur Krise geführt wird. Mit dem Resultat, was wir kennen: Rekordarbeitslosigkeit, an den Tod der Pauvreté an dem reichsten Land von der Welt, den sich eine Unverschämtheit durchstellt. Auf nationalem Niveau hat in den letzten Jahren eine unheimlich, auf die Lützeburger Verhältnisse nie gekannte Umverteilung vom gesellschaftlichen Reichtum stattfand. Urwen sammelt sich immer mehr Reichtum an den Händen von einer Minorität von Leuten. An innen gehen die Attacken auf den Sozialstaat, an mit dem Sozialstaat verbunden, soziale Transferleistungen ungeniert weiter. Es sind auch Gemengen, die an diesem unsozialen und zynischen Spiel munter mitgemischt haben. Unter dem Vierwand von der Kompetitivität und der wirtschaftlichen Attraktivität sind Gemengen dazu übergegangen, Steuern auf die Benefice von den großen und hoch profitablen Entreprisen raufzusenken und am Gegenzug Taxen auf lebenswichtige Grundbesoinen wie Wasser, Aufwasser, Müll und anderen öffentlichen Dienstleistungen massiv entlohnt zu geben. Gemengebudgeten am Land speisen sich im Vergleich zu 2005, also die letzten Gemengewahlen, immer mehr aus Steuern auf Benefice und immer mehr aus den Taxen von den Bürgern. Taxen sind aber die sozial ungerecht Weise für Gemengebudget zu speisen, weil sie bedeuten, dass die Leute, die just bescheidene Revenu haben, am stärksten treffen, auf jeden Fall wesentlich mehr stark treffen, wie die Leute, die besser gestaltet sind. Das also auch im Niveau von den Gemengen eine Liberalpolitik betrieben gehen, die Liberalpolitik, die weltweit kein an den Dreck geführt hat. Und es gibt eine evidente Verbindung zwischen dem Begriff von der Kompetitivität, den dazu führt, dass Betriebe immer mehr Steuern bezahlen müssen und Bürger immer mehr eine große Last auf sich müssen holen. Es bedeutet, dass es einen Druck gibt auf die öffentlichen Budgets, den wir gesehen haben an den letzten Monaten auf nationalem Niveau, was die Frage angeht von der Austerität, was angeht von der Sanierung scheinbar von den öffentlichen Finanzen. Und das führt direkt oder schleichend zu Privatisierungen, die durchgestaltet gehen, wie wenn sie rein Sachzwänge wären, wie wenn sie pragmatische Entscheidungen wären, zu denen es keine Alternative mehr gibt. Und das alles, die pragmatischen Sachzwänge, die pragmatischen Entscheidungen, bedeutet nicht ernst wie eine Entdemokratisierung auch von den kommunalen Strukturen. Das Resultat von der Politik kennen wir. Immer mehr Großteile von der Population sind prekarisiert, können die zwei anderen Ende des Monats nicht mehr zusammenhalten, bei dem sich Urwen eben ein unheimlicher Reichtum ansammelt, den dann an der Börse spekuliert wird und die nächst gigantische Finanzblase produziert. Gemengepolitik
ist also nicht unideologisch, wie das versicht wird, durchzustellen. Ich war ziemlich erstaunt, wie ich den Rahmenwahlprogramm von der LSAP von 2005 gelesen habe, wo die LSAP probiert hat, durchzustellen, dass Gemengepolitik, da gibt es Männer im politisch frohe gehen, mit wer ich denke, froh von eben pragmatischen Decisionen, von Erfahrung, auf wen die beste Gérant wir. Genau der Toten als nicht da nicht, wie die Übersetzung vom sicheren Weg von der CSV. Es sind politische Decisionen, die zu holen gilt, auch auf kommunalem Niveau. Wenn den FMI an der Europäischen Union hier Finanzhilfe für Griechenland, hier Finanzhilfe für Irland, davon aufhängig machen, dass Irland seine gratis Grundversorgung mit Wasser abgeht und kommerzialisiert, da sehen wir wohl, dass es direkt Lien gibt zwischen der Kommunalpolitik und der nationalen respektive der europäischen Politik. Und das sind keine Sachzwänge oder pragmatische Entscheidungen, mit fundamental politische Entscheidungen. Ein weiteres Kehrstück von dieser neoliberalen Ideologie ist das Kostendeckungsprinzip. Die fordert, dass möglichst viel, wenn nicht sogar alle guten Dienstleistungen, die öffentlichen Dienstleistungen, ein Grundbesoin sollen kostendeckend verrechnet gehen. Natürlich mit dem Gedanken, für sie dann eventuell privatisieren zu können. Das heißt aber auch, dass alles zu Wohl geht. Und der Bürger geht zum Konsument degradiert, dem sein Accès zu dem Besoin oder der Dienstleistung kein universelles Recht mehr durchstellt, mehr just nach Rang, nur seiner Kaufkraft sich orientiert. Aber wenn die Kaufkraft nicht groß genug ist, eben, da verliert noch sein Anspruch ob den Accès zu der Dienstleistung oder zu dem Grundbesoin. Die Link mehr Mengen, dass den desaströse Logik umdrehen muss. An dieser Logik Projekt entgegenhalten muss von der demokratischen Machtbestimmung an Erweiterung von den Bürgerrechten. Ein Projekt, den Sozialgerechtigkeit und soziale Rechte zusammendenkt, mit einer Neuorientierung auf einen ökologisch nachhaltigen und sinnvollen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Verbindung und Vernetzung von diesen drei Grundprinzipien, also der Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und der Ökologie, ist der Punkt, an dem wir uns von den anderen politischen Parteien unterscheiden müssen. Sozialgerechtigkeit und Sozialrechte sind ohne nachhaltige Entwicklung nicht denkbar. Und das geht just, wenn es eine demokratische Machtbestimmung gibt. Gerade am Niveau von der Gemenge proposieren mehr als linke Projekte die Erweiterung von den demokratischen Machtbestimmungs- und Bürgerrechten verbindet mit einer kohärenten und vernetzten sozialer Gesellschaftspolitik, die sich an einer ökologischen und nachhaltigen Entwicklung orientiert. Diesen Kaderwahlprogramm als ein Gegenentwurf also zur dominanter Logik und es setzt auf drei Achsen. Erstens, der allgemeine Entpolitisierung von der Gemengepolitik an der Entmündigung von den Bürgern setzt mehr eine wesentliche Stärkung von den Machtentscheidungsstrukturen von den Bürgern an den Gemengen entgegen. Zweitens, dem Sozialaufbau und der Wurzeln der Prekarisierung von großen Teilen von der Population setzt mehr den konsequenten Ausbau vom Angebot von universellen öffentlichen Dienstleistungen entgegen. Und drittens, der allgemeine Untätigkeit an Bezug auf Klimawandel oder Energieabhängigkeit kommunale Plan setzt mehr auf den konsequenten Ausbau von erneuerbaren Energien an der Schonung von den natürlichen Ressourcen. Gemengen leiden und werden an den nächsten Jahren noch mehr unter dem Druck von der Krise leiden. Das ist richtig. Mit Gemengen sind aber auch die Plätze, wo der Widerstand gegen kapitalistische Ideologie von der Profitmaximierung am deutlichsten kann und muss zum Vorschein kommen. Ein paar Kehrelemente aus diesem Rahmenwahlprogramm herausgegriffen. Erstens, die Staffelung von den Taxen auf Grundbesoin. Wir als Links setzen uns an für eine konsequente Staffelung zum Verbrauch von Taxen auf Grundbesoin wie Wasser oder Energie. Den überlebenswichtigen Grundverbrauch soll ganz niedrig taxiert gehen,
an den übermäßigen Konsum ganz hoch. So eine Staffelung garantiert einerseits den demokratischen Zugang von all Bürger zu denen Grundbesoen, unabhängig von seiner sozialer Situation. Und auf der anderen Seite wird Verbitzen von wertvollen Ressourcen wie Wasser, Gas oder Strom wesentlich mehr hoch taxiert und dummer bestraft. Dieses Modell von gestaffelten Preisen gibt dem sozialen Anspruch von allen Menschen auf ein dezent Leben gerecht und hat auch einen ökologischen Lenkungscharakter, an dem die Spuren wirklich belohnt wird. Für so eine Staffelung können durchzusetzen, ist es wichtig, dass Wasser und Energie an öffentlicher Hand sind. Es muss den demokratisch legitimierten und kontrollierbaren Service public sein, den Daseinsvorsorge garantiert, an den über Gestion und Netze verfügt. Das kapitalistische Prinzip von der Gewinnmaximierung steht hier in krassem Widerspruch zu dem demokratischen, sozialen und ökologischen Anspruch von den Bürgern. Vor 6 Wochen hatten wir zu Hause am Gemeinderat, wo ich schon Member bin, eine Diskussion über den Wasserpreis. Und es hat mich erstaunt bis schockiert, dass nachdem sich die Forderung nach einer ökologischen Taxierung vom Wasser gestaltet haben, ich von einem geringen deputierten Populismus vorgehalten habe. Ich meine, das weist ganz genau, wie weit man ist an der Dutterfroh auch von der ökologischen Nachhaltigkeit mittlerweile schon von den geringen entfernt haben. Zweitens, Wohnungsbau. Die Wohnungsnot zu Lützeburg führt zu unverschämt hohen Wohnungspreisen. Und das ist von den Hauptgründen für die Prekarisierung von den Menschen hier im Land. Den sakrosankten freien Markt kann das Problem nicht beheben, und das wissen wir. Am Gegenteil, das ist sogar die Ursache von dem Problem. Und das ist an unseren Ohren eine Evidenz, dass es eine plausible Lösung darüber gibt. Gemengen und auch Gemengen müssen endlich ihre Verantwortung überholen und Wohnungen bauen. Dafür will mehr als Link, dass mittelfristig 10% von allen Wohnungen an einer Gemenge als Sozialwohnungen zur Verfügung stehen sollen. Aber auch hier gilt es, nur modernsten ökologischen Kriterien zu bauen, respektive Altbau-Sanierungsprogramme zu starten. Gerade im Bereich vom Wohnungsbau können die Gemenge wichtig Zeichen setzen und neue Formen wie intergenerationelle Projekte lancieren. Sozialpolitik, die Gemenge feiern müssen, darf nicht bei der Verwaltung vom bestehenden, aggressierenden Misere abhalten. Wir müssen vernetzt an alle Lebensbereiche funktionieren. Eine konsequente Berichterstattung über die Sozialsituation an den Gemengen müsste verbunden gehen mit konkreten Mesuren, die den Leuten, den Menschen, den Bürgern seriöse Lebensperspektiven anbieten. Aber wenn sozial schwer es nicht geht, dann heißt das ja nicht nur, dass Demut wiest, aber heißt auch, dass der Reichtum wiest. Gemenge müssen an unseren Ohren über Moyen verfügen, diese Evolutionen zu erfassen, an neue Umverteilungsmechanismen an das Kehr von Uwen, nur wenn es klifft, über ihre Budget anzufeiern. Gemengen brauchen die Möglichkeit, neue Resetten zu generieren über eine kohärente Besteuerung vom geschaffenen Reichtum. Aber auch schon gingen es eine Möglichkeit gehen, für die mehr als ersetzen. Angefangen von der Absetzung von der Gewerbesteuer, über die Abfeierung von einer Spekulationssteuer auf eidelstehende Wohnungen bis hin zu dem Hirven von der Grundsteuer. Wenn Lützeburg beim Bildungszugang auf Platz 26 von 31 OECD-Ländern leidet, an all Etüden, PISA oder nicht PISA, beweisen, dass die Schule die sozialen Unterschiede hier zu Lützeburg von den Kindern sogar noch verstärkt, am Platz und den unzugleichen, zu nivellieren, nur Urwen unzugleichen, da müssen hier zu Lützeburg auch die Gemengen konsequent auf den Weg gehen, dezentral, ganz der Schulen mit entsprechender Betreuung anzufeiern. Wenn die Jugendarbeitslosigkeit zu Lützeburg heute so hoch ist wie unter dem Ende vom Zweiten Weltkrieg nicht mehr, dann ist es ein absolutes Minimum an den absoluten Mast von den Gemengen, dass sie wesentlich mehr Personal suchen als Jugendarbeit stehen. Aber auch gerade am Bereich von der Umwelt- und Energiepolitik
dürfen die Responsabilitäten von den Gemengen nicht weiter von enger Instanz zur nächsten weiter verlagert gehen. Was erneuerbare Energien angeht, setzen mehr als dafür an, dass allgemein Potenziale berechnet, was die Produktion von Solar, Wand und Wasserenergie angeht, konkret Pläne aufstellt, das Potenzial schnellstmöglich auszunutzen. Schon heute könnten Gemengen den Konsum und elektrische Energie für Ménagen selber aufdecken. Es geht darum, aus der Abhängigkeit von fossiler Energie herauszukommen, konsequent auf alle Formen von Atomstrom zu verzichten. Hier geht es aber nicht durch symbolisch Politik zu betreiben, wie am Fall vom Atomstrom. Wenn ihr gesagt, dass ein LSAP auf der einen Seite sich massiv dafür ersetzt, kommunizieren, dass Kattenom, wenn es gelieft, direkt und endgültig soll zugemäht gehen, und auf der anderen Seite ein Minister Marci Bartolomeo ist, den über Rentekäse Millionen an die Betreiber von Kattenom sticht, dann ist das ein eklatanten Widerspruch. Auf der anderen Seite ist es auch mein LSAP-Minister, den Jean Kricke, den sich gegen all Umweltoplagen und Gesetze wäschsetzt an eine Verbindung zum französischen Atomstromnetz 34. Mehr verloren an Hypokrit geht es nicht mehr. Ich darf Ihnen auch vielleicht kurz daran erinnern, dass es die Grünen waren, die 2004 das Gesetz gestimmt haben, was Grundlage geschaffen wird, für das kann unter Burs mit der Rentereserve spekuliert gehen. Mit all den Konsequenzen, die wir kennen. Investissementen, Erstrebungen, Investissementen an Delokalisierung von lokalen Betrieben wie die Krischer Bauerei, an Investissementen an Unternehmen wie TEPCO, an EDF. Es kann nicht auf der einen Seite gehen Atomenergie sein und auf der anderen Seite Millionen an Betreiber investieren. Genau das tut er. Also ein gutes Beispiel, was weist, dass ein Ökoliberalismus, wie das Herrscher für genannt wird, von den Grünen nicht mehr mit einer fortschrittlicher, demokratischer Umweltpolitik zu dienen hat. Wenn die Bürger nämlich etwas zu dezidieren hätten, dann hätten wir schon lange keinen Atomstrom mehr. Aber genau das weist die Notwendigkeit, dass gesellschaftliche Güter und Dienstleistungen wie Strom, Wasser, Gas, Müll, öffentlichen Transport, Santé, Schule, Post etc. an öffentlicher Hand bleiben müssen. Weil nimmen das garantiert eine demokratische Kontrolle an eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Wir verwirren mehr als Link bis auf Blut gegen all weiter Privatisierungen von öffentlichen Dienstleistungen, aber fand ganz viel Sympathie für Modelle von Rekommunalisierung, wie sie an anderen Ländern am Moment schon stattfinden. Es sind nämlich genau das Privatisierungen, die eine kohärente soziale und ökologische Entwicklungsplanung unmöglich machen. Und noch heute darf ich daran erinnern, dass den Reso vom Staater Elektrizitätswerk von einem blau-grünen Schäferrot privatisiert gouf. Gegen den ausdrücklichen Willen von der großen Majorität von der Population. Waren nicht ein DP aus ihrer historischen Tradition als liberaler Bürgerrechtler, sind die Grünen nicht als Movement entstanden, die auf Bürgerrechte gepocht haben. Heute sehen wir, dass untermusch die zwei zusammen der Bürgerrechte relativ wenig Bedeutung gehen an dem Willen vom Volk definitiv nicht folgen. Vorhin, dass ich meine Zeit überschreiten, will ich eine ganz kleine Anekdote erzählen. Es war eine Table Ronde für 6 Wochen, oder nicht gerade 6 Wochen, 4 Wochen, die von der Vox organisiert wurde, wo unter anderem der Innenminister Halsdorf daran teilgeholt hat. Ich bin kurz, nachdem das Table Ronde drüber war, als dann noch im Vorgang von den kommunalen Referenden. Wobei den Herr Halsdorf es fertiggebracht hat, zu sagen, dass nur der Erfahrung vom gescheiterten Referendum, von der Fusion von Kersch und Simmern, nicht mehr dafür wie, dass die kommunalen Referenden durchführen, weil die Leute das nicht verstehen. Jean-Claude Juncker hat noch etwas mehr Schlimmes gesagt, wie über die Verfassung geschwärzt hat, über die Verfassungsänderung. Also das grundlegende Dokument, das uns als Citoyen zugrunde liegt, wo gemeint wird, die Leute dürfen das nicht verstehen und viel besser, es gibt kein Referendum durchziehen, weil das Beispiel mit dem EU-Referendum hat gewiesen, dass das Kinder in die Box gehen. Mehr eine Missurstung von fundamentalen demokratischen Rechten kann ihn sich wohl kaum vorstellen. Als Link setzen mehr als fervent 4 Referenden kommunale Plan an.
Das immer gewesen gehen, dass bei entscheidenden gesellschaftlichen Fragen ein öffentlichen Debat just möglich war, wenn ein Referendum ausstellung. Der will auch just kurz daran erinnern, dass für 4 Jahre zuerst durch eine Bürgerbewegung eine Drohung von einem kommunalen Referendum ein Projekt verhindert gouf, die wohl als die größten urbanistische Frechheit an Geschichte ergangen wird, nämlich ein Heller-Projekt. Alles das beweist, dass Leute, Bürger, sich interessieren. Nämlich dann, wenn sie sich als Citoyen, als gemengt empfangen. Dafür will mehr als länger auch Modelle für Bürger Haushalt an den Gemengen durchsetzen. Der Bürger Haushalt bedeutet, dass Menschen unter Abstellung vom Gemengebudget beteiligt sind, an bei der langfristigen Planung ein Wirtchen mitschwätzen dürfen. Und nicht, wie Lode Fall ist, für oft vollendete Tatsache gestaltet gehen. Wir stellen auch fest, dass ganz tags Klauen von Bürger über das Funktionament von Verwaltung durchaus berechtigt sind. Dafür will mehr, dass es kommunal respektive regional Ombudsmänner oder Ombudsfrauen gehen, die Proposen an Klauen von den Leuten als unabhängige Instanz entgegenholen können, auch regelmäßig Rapporten machen, wie in das interne Funktionament verbessern kann. Als Link stellen wir uns vor, dass die beste Evaluation von Gemengeservicen und insgesamt von der Fonction publique Benutzer von diesen Servicen machen können. Dafür wollen wir institutionalisiert Foren, auf denen die Bürger hier Anregungen zur Verbesserung vom Service public können machen. Wir denken, dass das, wenn es dann seriös durchgeführt wird, ein wesentlich mehr performante Moyen zur Optimierung von Dienstleistungen ist, wie das bislang von allen privatwirtschaftlich proposierten Instrumenten der Fall ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kameradinnen und Kameraden, Gemengen an für allem die Menschen, die an ihnen Leben leiden unter dem Druck von der Krise. An den Druck wird auch in den nächsten Jahren weiter wachsen. Wir brauchen mehr wie je konkret Alternativen für aus der undemokratischen, unsozialen und unökologischen Fall herauszukommen, die dominierend Pensée unique vom Neoliberalismus stellt. Dieses Wahlprogramm soll Stoßrichtung dazu weisen. Wir müssen dann allgemein, an der wir untreten, mit Leben füllen und konkret adaptieren und auf die jeweilige Situation anpassen. Liebe Kameradinnen, es gibt höchste Zeit für eine fundamentale Wechsel an der Ausrichtung von der Politik an den Gemengen. Wir brauchen einen demokratischen, sozialen und ökologischen Renouveau von der Gemengepolitik. Dieses Kaderprogramm ist der Startschuss für eine Kampagne, an der wir wollen, auch auf kommunalem Niveau zu einer fundamentalen Veränderung von den politischen Kräfteverhältnissen beitragen. So, merci.